So Leute, der Weg der roten Blume geht weiter. Beziehungsweise Staffel 2 von Fire Emblem Three Houses. Wir sind Kapitel 13. Soweit fertig für die Monatsmission und ich bin gespannt, was uns erwarten wird. Bei der großen Brücke von uns Level stimmt einigermaßen. Könnte also klappen. Datei auswählen habe ich eigentlich schon gemacht. Ich mache es aber trotzdem nochmal. Folgt speichern. Jo, nach der Flucht. Ja, 5 Jahre nach der Flucht. ファーガス神聖王国は神王ディミトリがセイロス教団への協力を表明。帝国との全面対決に向けて軍の再編を進めている。レスター諸侯同盟領では名手クロードが反帝国派と親帝国派の小競り合いを演じながら表面上は中立を維持していた。一方、エーデルガルト率いるシュバルツァ・アドラー・ヴェイヤは王国と教団との全面対決に先駆け同盟領の制圧を決断。リーガン家の領とデアドラ攻略を見据え、その共闘補とすべくミルディン大橋へと軍を進めようとしていた。Jo, jetzt ist also echt Fire Emblem, wenn man so will. まもなくミルディン大橋への攻撃を開始しますが、その前に良いですかな。Ja. このような話、貴殿以外には聞かせられませんのでな。話とはエーデルガルト様の叔父にして帝国の摂政アランデル公のことです。あの者は今はエーデルガルト様の協力者ということになっていますが、実は独自の戦力を持って動いています。我々とは別の企みがあるようなのです。先生も覚えておいででしょう。5年前に策動していた者たちのことを、ソロンやクロニエ、彼らこそがアランデル公の手先だったのですよ。Ja, ja, gute Frage. 先生、彼らが貴殿の父の仇だったというのは重々承知しています。その仲間と手を組むとなれば苦渋どころではない思いがあるでしょう。しかし彼らは戦力として現状不可欠。エーデルガルト様も強く反対しましたが、サイロス教団という恐ろしい者たちを相手取るに帝国軍だけではこうせません。アランデル公の率いる者たちは教団に強い敵意を持っています。敵の敵は味方ということですな。Ja, schon, aber es ganz genau nach hinten losgehen, beziehungsweise kann ja auch sein, dass, dass eben nicht die Kirche unser richtiger Feind wäre, sondern der andere Typi. Und ich gehe eigentlich eher in die Richtung, ganz ehrlich. Oh Mann, ey. フォドラが統一されるその時までは。ですがその先は今は口にしません。ただ私もエーデルガルト様も貴殿の力になりたいとそう思っています。彼らはエーデルガルト様にとっても家族の仇のようなもの。全皇帝である父は彼らに操り人形にされ、多くの兄弟姉妹が実験の末殺された。我が主の身の上は貴殿も聞いたでしょう。その上での苦渋の決断なのです。できうる限りの手は私も打ちます。貴殿にも協力を頼むことがあるでしょう。どうかこのことを心に留め置きながら、今はただエーデルガルト様のため戦っていただきたい。私の心よりの願いです。 Also wie immer.
Claude macht also einen auf Neutralen, beziehungsweise macht einen auf Schweizer. Warum dann ihn angreifen, ne? Gut, das ist natürlich... Ich habe gerade eine Parallele zum Zweiten Weltkrieg gezogen, sage ich jetzt mal. Damals war ja irgendwie auch so, dass dann halt Hitler dachte von wegen, die Schweiz erobern, eher ein bisschen schwierig wegen der Lage mit den Bergen und so weiter. Da sind wir eh nicht Feinde gesehen, also lass es in Ruhe. Mehr oder weniger. Also wirklich mehr oder weniger. Gut, das haben wir also eingesetzt. 11 Adjutanten, 2. Ja, wir haben das mit den Adjutanten, war jetzt immer das Gleiche. Hubert hat anscheinend Erfahrung, ja. Okay, 2 sind fix gesetzt. Felix muss sowieso mitkommen wegen einem Waffenlevel, das ist soweit auch klar. Hubert, Raphael sind ja vor allem zum Trainieren da. Bernadette als Schützin, das ist halt jetzt etwas, wo ich mich frage. Sagen sind es die, wo ich mich frage. Ja. Wen nehme ich jetzt mit? Also erstmal die Karte begutachten. Neutrales Gelände. Wollen wir hier hin oder müssen wir einen Teil davon hinschicken, damit wir irgendwie... Alter, das ist ein großes Schlachtfeld, wa? Da wird sicher noch einiges auf uns zukommen. Einige Feinde vor allem. Ja, auch schon irgendwie spezielle Waffen und so. Stahlpanzer, Stahlbogen, nö. Kann auch unbewaffnet kämpfen, ja. Okay, ich habe ansonsten nicht so, dass die irgendwas Spezielles hätten. Natürlich ein paar Fertigkanonen und so, was sind eigentlich die Standarddinger. Judith! Von der... Okay, er hat den Kriegerbogen, der ist natürlich einerseits geil, andererseits auch gefährlich. Judith hat ein Bandschild. Der Schutz und was? Der Schutz und Resilienz im Überfluss bietet. Was ist denn Resilienz? Meint ihr vielleicht Resistenz? Ein Rapier. Oh, dann heißt das... Als Lord kämpft sie. Okay. Sie ist zwar ein bisschen fix, aber sonst jetzt nicht so die krassen Fähigkeiten. Okay, interessant. Ich sehe aber relativ wenige Magier. Beziehungsweise sogar gar keine. Da könnten wir noch was machen, wa? Also, Edelgard in der Front. Vielleicht sogar mit Ingrid dahinter, die sie unterstützt. Ja, ich weiß, ich habe es jetzt von Stein der Weisen gegeben, aber... Trotzdem eine Option wäre, wäre dann natürlich ein bisschen schnell, deswegen brauche ich ihn da auch. Die Frage ist halt, brauche ich hier vor allem Bogenschütze, weil... natürlich wären sie generell praktisch, aber war, wie es halt immer so ist. Das ist natürlich auch fix. Der Kass muss eigentlich fast mitnehmen, weil er gesagt hat, ey, ich will jetzt sagen, was ich drauf habe. Tanten 2. Ja, ich brauche Peter natürlich noch um die Kiste zu öffnen. Ja, scheiße. Hubertus, er braucht aber auch mal eine Magier. Vielleicht 4 Magier, das ist nicht zu viel. 4 Magier. Vor allem 4 Magier plus Heiler, darf man nicht vergessen. Also, Freunde, wer von euch bleibt denn eher zurück, sage ich jetzt mal. Also Petra muss mitkommen, das geht nicht anders. Wir haben noch Adjutanten. Ja, können theoretisch Shami und Echmin und Data beide zurücklassen. Dann würde ich ihr Ingrid mitgeben, weil sie auch ein bisschen Schutz hat. Das habe ich jetzt gerade vergessen. Dann vielleicht sogar noch Shamia mitgeben. Die Frage ist bloß wem. Stahlschild braucht sie dann nicht. Ja, natürlich einfach mit dem Bogen angreifen. Was für extra Damage war. Deswegen vielleicht bei ihm jetzt nicht so verkehrt. Okay, haben wir die 11. Dann, wir gehen ja von 2 Positionen los. Petra kann bitte mal den Skill laden, dankeschön. Petra hier oben macht Sinn, eben vor allem in der Truhe. Dann greifen wir von 2 Orten an. Dann habe ich natürlich die relativ schnell auch als Gegner.
Deswegen Ferdinand auch hier oben eine gute Wahl, weil er eben auch viel Verteidigung hat. Der kann noch ein bisschen was abfangen. Mercedes, die ja vor allem zum Heilen und Angreifen da ist und Kaspar zum Draufkloppen, theoretisch zumindest, weil will ich echt Kaspar da oben haben? Ich weiß nicht so recht. Weil wir haben hier unten plötzlich ein bisschen sehr viele Magier. Und die haben ja schon 2 im Frontkampf hier oben haben. Ich glaube doch eher Dorothea hoch. So. Dann also haben wir Kaspar plus Raphael, die ein bisschen was machen. Felix zum Abstauben. Linhard und Hubert sind die, die magisch ein bisschen noch was wegschlagen. Ich meine, ich werde sowieso ein bisschen draufhauen. Edelgard sowieso auch. Dürfte also klappen. Nochmal ganz kurz gucken, haben wir noch irgendwie mehr Truhen. Ich habe ja eine oben gesehen, aber gibt es vielleicht hier unten noch irgendwo eine? Nö, geht vor allem darum, dass ich halt von oben, also eigentlich von allen Seiten angreife. Außer hier oben, das ist ein bisschen verwirrend, was das genau sein soll, aber okay. So, speichern. Wird sowieso faszinieren, weil das, ja, das doch, das wird ein Kampf sein, den ich leider zwischenspeichern muss nachher. Weil ich nämlich nach dieser Folge den Part, beziehungsweise die Aufnahme beenden muss. Okay, wird spannend. Wie gewohnt. 我々はレスター諸行同盟領の用地ミルディン大橋を攻略する。クロードは必ず援軍を送ってくるはずよ。それまでに決着をつけるわ。相手は烈女の異名を取るジュディット卿。油断せず確実にここで討ち取ります。でなければ勝利とは言えませんな。命が危なけりゃ逃げろなんてあの坊やには言われてるけどさ、そうはいかないね。援軍が来るまで持ちこたえてみせるよ。 Mut hat's ja. So. Jetzt gucken, wie das schon da ging. Okay. Wer ist ja also gefährlich? Natürlich einerseits die Judith, dann haben wir vor allem diejenigen, die mit dem Bogen hantieren, sind ein bisschen gefährlich. Einerseits wegen der Reichweite, andererseits natürlich auch wegen unseren fliegenden Einheiten, also die sicher hier mal so kennzeichnen. Okay. Ansonsten, wie gesagt, es ist eigentlich alles relativ simpel, sag ich jetzt mal. Kann ja mit ihm problemlos nach vorne einfach sagen, hallo. Mehr Crit, Agilität, der kann hier eigentlich, das ist so krass, mit der Seelbachs kann besser auswandern als mit der Stahlpanzerhänden. Hat weniger Angriff, das ist halt die Frage, wa? Lasse das so? Stahlpanzerhände? Müssen wir mal gucken, wa? So, hier muss er eh schauen, was er da am besten machen. Ja, natürlich Edelgard, die kann sowieso problemlos draufhauen und alle platt machen. Und kriegt kaum Damage. Ah, die macht alles platt. Strategie, was hat es eigentlich für eins? Positionstausch. Der Situation nicht unbedingt das Beste. Alter. Wir können mal gucken, was die Waffe drauf hat, wa? Ihre heilige Waffe. Das ist nur leicht übertrieben. Das ist krass, wa? Stahlpanzerhände. Was? 4x14 greift er an. What the f... Ich muss erstmal treffen, aber trotzdem, warum 4x14? Ist er so schnell? Speed 22. Ja gut, aber wegen einem, das ist schon ein bisschen... Nur ganz kurz gucken. Ja, kann angreifen, das ist mir bewusst. Ich überlege gerade, ob das irgendwie sinnvoll ist.
So, wenn ich jetzt Kasper einfach mal hier hinstelle und sage, unbewaffnet. Das wird jetzt nur 2x14, ne? Interessant. Gut, ich stelle natürlich Michael hier vorne hin. Ewige Schöpferschwert, wenn ich auf 2 Felden angreifen kann, macht das Sinn? Ja, nein, vielleicht. Die macht, glaube ich, der Stahlachskampf. Ich muss vor allem abblocken und nicht unbedingt direkt killen. So, hier natürlich ein bisschen dümmer. Der kann groß. Der geht bis zu Kasper, ja. So, und kann er es mal. Hä? Jetzt geht der Ritter auf Raphael los und der andere kommt auf mich zu. Geht beide auf Raphael los. Bitte. Das ist ja wohl. Sonst alles gut, Kumpel. Linhard klingt irgendwie ein bisschen anders als früher. Guck mal ein bisschen nach der Magic. So, hier können wir glaube ich einfach problemlos drauf los, weil, ja, ich sehe keine Nähe. Benny kann auch nicht vergessen. Du hast noch deinen Weitflächenangriff, da habe ich auch nicht vergessen. Du kannst prima heilen. So. Ach, ernsthaft. 30% Trefferquote mit dem Stank-Gamer. Ja, viel Spaß dabei. Sankt-Gamer. Daneben, daneben, lalalala. Wow. Heuer! So geht das. Heuer! Scheiße, Mann. Ich treffe noch, macht keinen Damage. Das ist halt Raphael. Daneben. %25 Trefferquote. Ja, eher ein bisschen erbärmlich. Edelgar nicht übertreiben, bitte. Ein bisschen overpowered, die Gute. Also nichts Neues. Wenn die einen Plug gemacht haben, ja, dann kommen bereits die, aber es sind echt. Man steht Raphael schon mal nach vorne. Wenn man das Feuer auf sich ziehen kann. Felix! Master. Wieso kommst du nicht? Wieso kommst du nicht um die Ecke rum? Hä, verarschen? Hä? Ach so! Das. Sorry, da ist ein Gegner, habe ich gar nicht gesehen. Ich habe mich schon gefragt, hä, warum kommt nicht um die Ecke rum? Ja, Felix, willst du den killen? Level gut, aber eben dein Schwertding muss noch ein bisschen steigen, war? Fähigkeitslevel. Ja, der wird dauern, bis er Rang A ist. Leider, leider. So, wen nehmen wir da? Wir haben da einen, der ein bisschen härter drauf ist. Mit hart genug für Hubert. Bei weitem mir Tag genug. So, sie will nicht reinstellen, weil sonst Bogenschützen kommen. Das wäre ein bisschen doof. Kasper macht den Kasper, kannst du bitte killen. Ja, Kasper ist traurig mit dir. Der Kasper braucht dringend Speed, damit man sogar viermal angreifen kann. Kaum sage ich schon, kriegt das. Haben sie eigentlich nach dem Timeskip die Wachstumswerte geändert? Würde mich einfach mal so interessieren. Wäre eigentlich schon geil. So, was nehmen wir hier Schönes? Blutmagie, Feuer. Oh, das dürfte wehtun.
助けている。敵を揺さぶりろ。 Brenne, brenne. Kill it with fire, kill it with fire. Yo, kill it with fire. Michael? Hast du irgendwie Bock? Ich weiß nicht, ich frage einfach mal so. Just for fun. これで戦況が動く。 Er macht einfach. So, Edelgard, ich schick dir doch die schon mal. Komm schon dahin? Warum? So. Ihr dürft sie eigentlich keiner kriegen. Nicht killen, sondern kriegen. Ja, killen doch eigentlich auch. Was haben wir eigentlich jetzt gemacht? Ja, gut. Muss erstmal treffen, der Gute, wa? So, hier so ein Typen. Da geht doch erstmal in die Front. Das reicht auch. Kommt der andere auch noch. Was habe ich denn jetzt hier eigentlich für eine coole Waffe? Das Stahlschwert. Ja, man sieht es, die Waffen wurden regeneriert oder repariert. Das am Timeskip so. Wusste ich auch nicht, aber ist irgendwie noch faszinierend. Und das kann ja besser ausweichen. Macht irgendwie auch Sinn. Wenn du 5 Jahre lang nicht gebraucht hast, dann ist halt besser. Dann ist halt besser. So. Ich kann Siebler noch aus der Distanz schon ein bisschen was machen. Meteor. Lauf mal grillen. Grid with Fire und so. Warte mal, was hat es eigentlich für ein Level? 28. Okay, dann spaßen wir noch auf. Wenn es nötig ist, nicht nötig, also. Und der Part ist wieder vorbei. Ich glaube das einfach nicht, ey. Schön, dass sie alle immer sehr kommen. Da kann man sogar Schaden machen. Krasser Typ. Und Kasper kann nur einmal angreifen, ey. Mann, oh Mann. Nö. Einfach nö. Er heilt sich wieder, sehr gut. Da muss man sogar sagen, Kasper kannst du direkt mal killen. Da müssen wir mal die St. Geben noch einsetzen. Strategie im Schuh. Felix. Ja, müssen wir schon ein bisschen aufpassen, wobei. Jetzt gucken. Elkap kommt bis zu dem Typen dahin, wa? Da muss ich recht aufpassen, weil da bin ich schon wieder im Fokus eines anderen. Aber ich kann auch Raphael hinschicken. Und direkt killen oder eben, was du auch geben, Gruppenangriff. Wobei, nee, lieber direkt killen. Das heißt, ihr könnt mit Felix ihn hier angreifen. Weil die anderen kriege ich auch noch irgendwie gekillt. Silber, aber kein. Ich würde sagen, ich habe doch einen Panzerbrecher. Irgendwas, was auch klappt, wenn ich. Scheiße. Mit Crit wohl dran, oder zumindest besser. Egal. Todfähig. Alter, wie lange das dauert, bis immer auf Rang A plus kommt. Da ist echt krass, Freunde, das ist echt krass. So, Edelgard ist eigentlich echt schon sehr, sehr stark, 29, das heißt, trainiert doch lieber mal die anderen erst. Ja, wobei jetzt natürlich die Frage ist, kriege ich die alle? Ja, glaub schon, wa? Ich kriege sogar mit stinknormalem Feuer. Ja, wie die Ritter einfach keine Resistenz haben. Null.
Einfach 0. So, dann kill ich dich mal hier. Stahlpanzerhände und bye bye. So, sehr gut. Dann haben wir den da. Du darfst dann mal doch ihn. Ich denke mit dem Dunkelspießen, wa? Dunkelspieß. Wie so ein Dunkelspieß wohl schmecken dürfte. So. Da Michael zurück an die Front. Genauso wie Edelgard zurück an die Front. Dann sieht sie doch sehr, sehr gut aus. Mercedes bin nicht ganz so sicher. Kommt die? Die kann man im Leben so weit runter, dass sie da irgendwie Kasper heilen könnte. Nee, das wird schwierig. Ja, wobei. Warte mal, kommt der echt so weit runter? Alter! Was für eine Reichweite. Wobei vielleicht eher da. Ja, kann sie eigentlich schon. Ich kann auch heilen. Die Reichweite von denen ist echt krass. So, was soll ich eigentlich machen? Genau, ich wollte eigentlich noch den Typen da unten killen mit ihr. Aber da kriege ich mit der Entfernung nicht hin, wa? Okay, da kurz aus dem Weg nehmen. Nee. Kurativ und so kriege ich hin, aber heilen leider nicht. Schade. Gut. Also trotzdem mal hier, würde mal sagen, von wir beenden die Folge. Im nächsten Part dann also in gewohnter Art und Weise weiter. Ich denke, maximal 2 Folgen sind wir hier durch. Manchmal die Frage ist, wann kommt die Verstärkung? Und kommt es überhaupt noch? Weil, ja, wir sind hier, kommen doch relativ gut voran. Bisher gar keine Probleme und glaube auch die werden nicht große Probleme machen, vor allem mit unserem Magier nicht. Das könnte spannend werden. Oder eben noch nicht. Mal gucken. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.